Danke für die Einladung. Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass ich mit den paar Dingen, die ich zeige, nicht suggerieren möchte, dass wir in irgendeiner Weise an die Komplexität des Denkens und der Arbeit von Buckminster Fuller anschließen können. Trotzdem möchte ich ein paar Gedanken zu Form, Funktion, Spezialisierung, Ressourcen und aus meiner Sicht ein Tätigkeitsbereich, der uns interessiert, wie wir für Nutzerinnen einen Prozess starten können und für die wir dann endlich zum Schluss endlich auch bauen. Das Bild interessiert mich insofern, dass nicht der Mensch dahinter interessant ist, aber das Schnittmuster für das, was die Dame anhat, gibt es ja irgendwann. Interessant ist, wie komplex dieses Schnittmuster ist und genauso interessant ist, dass die Teile, die übrig bleiben, die schwarzen Teile, kaum wiederverwendet werden können. Das heißt, so ein Stück Kleidung zu bauen, ich sage die zweite Haut, wir beschäftigen uns stärker mit der dritten, aber in der Analyse sehr interessant, dass eine komplexe Vorgangsweise notwendig ist und am Ende schmeißt man die Hälfte weg. Interessant ist, dass es in einer anderen Kultur eine andere Möglichkeit gibt, so ein Schnittmuster zu analysieren. Interessant ist, dass sehr wenige Teile übrig bleiben und die schwarzen Teile sozusagen auch wiederverwendet werden können. Und was mich noch mehr interessiert, ist, dass es Kleidungsstücke gibt, denen nichts wegzuschmeißen ist, die komplex sind, die man komplex verwenden kann und dass das Ziel, dorthin zu kommen, auch für uns als Gestalter ein sehr interessanter und aufwendiger Denkprozess ist. Ich komme zu einem anderen Teilaspekt unserer Arbeit. Wir sind draufgekommen, wenn wir über solche Konzepte nachdenken, dann fehlt uns das Wissen, es fehlen uns die Menschen, für die wir bauen sollen, und das hat uns bewogen, dass wir nach Kooperation suchen. Das heißt, wir gehen zu denen hin, für die wir bauen sollen. Das heißt, wir packen unser Büro zusammen und fahren dorthin, wo unsere Auftraggeber sind. Das bedeutet, dass wir an diesen Orten eine Werkstätte einrichten. Das bedeutet, dass wir mit den Menschen, die verschiedenste Aufgabenstellungen an uns richten, ob es das Dorfzentrum, das leerstehende Gebäude, ob es die Möglichkeit ist, in einer Schule ein neues Konzept umzusetzen, wo hier in dieser Bundesschule 1600 Schülerinnen eine Schule besuchen, wo das Ministerium sich nicht klar ist, ob wir sie abbrechen, ob wir sie umbauen, was man tun soll, man ist nicht klar, welche pädagogischen Modelle man anwenden soll. Und wir haben die Aufgabe hier gehabt, diese Schule zu untersuchen, mit den Nutzerinnen ein Konzept zu entwickeln und schlussendlich für einen Wettbewerb die Ausschreibung zu machen. Ich möchte nicht sehr viel jetzt über die Prozesse, die dahinter ablaufen. Es gibt eine Methode, die wir anwenden, die orientiert sich an Kommunikationsformen, die Sie kennen. Aber was interessant ist für uns selbst, dass wir Dinge erfahren, informelle, die Sie als Planer, als Planerin, wenn Sie im Büro sitzen, niemals kennenlernen. Über das Wissen würden Sie nie Bescheid bekommen. Und das ist sozusagen auch die Defizite, die wir bei vielen Projekten sehen, dass wir zwar interessante Architektur sehen, aber für die und für diejenigen, die gebaut wird, gibt es wenig Möglichkeit, sich einzubringen. Ein kleines Lieblingsprojekt im Büro, das ist heuer fertig geworden, ein Ort, der eine interessante Kirche, eine kleine hat und ein sehr schönes altes Schloss. Sie sehen hier, der Ort hat das Bedürfnis, einen Platz, einen Marktplatz für sich zu gestalten. Wir haben denselben Prozess angewandt, wir sind dorthin gefahren, haben der Gemeinde vorgeschlagen, dass eigentlich die Ideen von den Bürgern kommen sollen und nicht von uns. Und das Ergebnis dieses Prozesses am Ende, wo auch über demokratische Wahlen oder über Projekte sozusagen die Entscheidung getroffen worden ist, diesen eingewachsenen kleinen Bach mit einer Brückenplatzsituation zu überwinden, um am Ende das Schloss und die Kirche, in der in 52 Wochen 53 Hochzeiten stattfinden, sozusagen so eine Platzgestaltung zu machen.
Was für uns interessant war, dass kein Stück, das hier sozusagen umgesetzt wurde, nicht diskutiert, ja, nicht abgestimmt und über die sozusagen schlussendlich auch Entscheidungen getroffen worden sind, wo zum Beispiel am Ende diese Banksituation und auch die Bänke im Selbstbau passiert sind. Das heißt, die haben die Leute selbst gebaut und wie gesagt, das sind so die zwei Achsen. Und was für mich hier interessant ist, gibt ein paar Aussagen, das ist ein Artikel gewesen, der erschienen ist, aber zwei relevante Dinge. Die Leute haben das Gefühl, dass das Demokratie wie aus dem Lehrbuch ist und die Leute haben das Gefühl, dass sie ein Stück selbst gebaut haben und dass das sozusagen auch für uns interessant ist. Wir haben viel gelernt und wir haben sehr viel Erfahrung gemacht und ich glaube, Architektur nicht immer kann in der Form auch zur Identifikation von Leuten beitragen. Danke für das.